Herzlich willkommen zu einem neuen Turnierreport. Und zwar das mal nicht von mir, weil darum macht der Willi da. Weil ich habe gedacht, ihr habt genug so Rolitas am Turnier in den letzten paar Monaten. Wir haben auch genug gesehen, gar nicht verlieren. Ja, jetzt geht es wieder mal, darum hat man es gesehen wieder. Nein, Spaß, halt Dings haben wir ja. Habe ich ja gewonnen, 3 Spiele am Buccaneers Open. Aber ja, ich habe gedacht, es gibt mal noch etwas anderes. Nicht nur andere Armee, sondern auch andere Spieler. Und zwar der Willi begleiten wir jetzt am Turnier. Es wird 1052 Punkte sein, wieder in Bern, 3 Runden. Und nach dem Video, etwa 2 Wochen später, werden dann auch noch Orks sehen am gleichen Turnier. Also es wird spannend sein. Ich habe gerade zwei Spieler eigentlich verfolgt am gleichen Turnier. Okay. Genau, aber jetzt in diesem Video geht es Marines, genau gesagt Ironheads. 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 Was hast du dir für ein lustiges Listenkonzept überlegt? Also, Ja. was ist so die Prämisse von deiner Die Prämisse war, vor einem Jahr in Space Marines neue Sachen bekommen. Ja. Geile neue Panzer. Giga-Trash. Und jetzt wird ein neuer Chapter Proof, ist 20 Punkte billiger geworden. Allein finde ich schon immer noch worthless. Aber wenn du nur Fahrzeuge hast, dann funktioniert es nachher wieder. Ja, also die Liste Ironhands, OG, Ironheads, Tanky, Fahrzeuge und Böller. Zeig mal da einen von diesen Panzer. Valiant, Repulsor. Also wir haben gesehen, wie zum einen ein Repulsor und ein Gladiator und ein Nochmal ein Gladiator. nochmal ein Gladiator. Die 2 Gladiator und ein Repulsor abschneiden an einem Turnier. Ja. Dann bleiben dran, weil wir gehen jetzt gerade über zur Liste. Also wir haben hier die Liste vor uns und ihr seht, es sind wie viele Modelle, Willi? 6. 6. 6 Modelle. Wie viele Infanteriemodelle? Nice. Also gut, mit Ja, was hast du dabei? 2 Characters. Ja. Wir haben einen Tech Marine, Aha. ja, mit Target Protocol, Ironstone. Ja. Der gibt einer Unit eine Hit, Wund und Damage Rolle, plus zum Hitten ein Vehikel und ein Vehikel minus ein Damage, Ja. das zum Dreadnought wird. Dann der zweite Charakter ist der Redemptor hier. Aha. Mit dem Iron Hand Stratagem ist der zum Charakter geworden und hat einen voll viel Pain bekommen. Richtig disgusting. 13 Mega Wunder, stur. 5 viel Pain. Minus ein Damage. Ja. Der ist wirklich geil. Dann haben wir nachher noch einen Redemptor. Der ist einfach auch dort. Ja. Und nachher haben wir den coolen Slot, Heavy Support. Der Heavy Support Slot. Genau. Ein Gladiator Reaper. Ja. Mit halt Bolter und fetten Doppelgatling. Aha. Der holzt einfach alles weg, was T5 oder auch Raiders macht der auch weg. Oh ja, definitiv. Fettigan ist ja gut gegen das. Und das Gitarre. Ja, sehr nice. Und dann haben wir einen Valiant. Der macht das Gleiche, einfach gegen Fahrzeuge. Ein bisschen unreliable, würde ich sagen, für so viele Punkte, wie er Ja, kostet. Aber er ist nicht so viele Schüsse. Es sind schon 8, Ja. aber es ist alles D6. Ja, voll. Und dann haben wir Den noch unterletzt. einen Executioner mit dem extra Stubber. Ja. Weil es einfach geiler aussieht, wenn nicht noch ein Dude den oben hat Oh ja. und ein bisschen rumkommandiert. Das ist die zweite Infanterie. Da oben hinten. Yes. Das ist mein Commando Tech Marine. Der Yes. unten ist echt so der Lappenfuß. Aber das sind Apprentice, also das der ist Staatscommand. Und der das hat einen ist weißen Helm. das ist so der muss Der umrennen. muss so. umrennen und laufen und der andere hockt da, der macht Der sagt, go there, Genau. go there. Er ist noch ganz Natürlich, das ist ein Space Marine Modell. in Yearly Dropdown. Hat noch angefangen. Ja. Ja, das ist schon die Liste. Sehr geil, sehr einfach. Ja. Und wie sich die Fahrzeuge schlagen am Turnier, werden wir jetzt sehen. Viel Spaß! So, herzlich willkommen zum Turnier in Bern. Und das erste Spiel ist gerade gegen Custodes. Auch ein paar Fahrzeuge, sehr viele Bikes und ein paar Fliegende. Genau, die sind so aufgestellt, es ist 6 Objective, 1250 Punkte. Gehen wir schon weg da, Willi. Und die Fahrzeuge sind auch da, all da hinten, Dreadnoughts ready. Ja, ich werde mal so ein bisschen ab und zu beim Spiel reinfilmen, so zwischendrin. Und ja, ich kann gespannt sein. Es ist wirklich ein ausführlicher Ui. Da sind wir sehr gespannt. Da kommen wir nach Turn 1 mal zurück und schauen, wie das rauskommt. So, Und das Banner gemacht. da haben wir das Banner. Der eine Tech Marine, ist risky. Ein Bannerboard. Und der ist Stranglehold machen. Aber wir werden sehen, was eigentlich verschossen worden ist. Nach Ende Turn 1 haben wir hier 2 Bikes, die gegangen sind. Und der Dreadnought ist auf 5 Leben unter der Telemon. Genau, und das ist alles, was Turn 1 passiert ist. Schon recht stark.
Das ist halt zu geil für den besten Schuss abholen. Nachher darf ich keinen Ich hoffe, es gibt jetzt hier einen epischen Nahkampf zwischen den beiden. Mal schauen. Ja, wir kommen dann mal wieder in die Mitte vom Spiel wieder zurück. So ein kurzes Update vom Spiel von der Willi. Es ist gerade etwas Geiles passiert. Und zwar der Telemon hat den 9 Zoll Charge geschafft auf den Dreadnought. Und das wird ein spannender Nahkampf werden. Runde 3. Es ist etwas Trauriges leider passiert für Custodes, und zwar da. Der Shield Captain ist gestorben. Auf die letzte Wunde ist er gestorben, es war so knapp gewesen. Ja, der hat recht viele Punkte hinein, aber momentan von den Iron Hands lebt noch sehr viel von Willi. Der Dreadnought hat den Charge gemacht. Und der Dreadnought hat gerade da noch einen Aber Charge ist auf der geschafft. mittleren Tabelle. So, das erste Spiel geht aus. 94-33 für die Iron Hands. Er fühlt sich gut, weil ich muss anfangen. Wie fühlst du dich vor dem Spiel gegen den Willi? Das wecken wir ihn, oder? Willi, wie fühlst du dich gegen Dark Eldar? Scheiße, ich muss anfangen. Ja, wir haben hier das Winner-Match, und zwar Kamera. Wir haben das Winner-Match. Willi seine brutale Ironhand-Liste im Spiel 2 gegen den Luke. Und zwar gegen Dark Eldar, Top Boogiemans auf der Meta, wie man so schön sagt. Mit Sweep and Clear Mission. Genau, und ihr habt gerade vorhin gerollt auf. Der Luke fällt nicht an. Ja, der Lacker, Alter. Mir hat es nicht mehr gestört, also. Ja, mich stört es extrem angefangen, weil ich kann nur Turn 1 alle Hits rollen mit einem. Ja. Darum Hits rollen fallen nicht noch. finden wir raus. Ich glaube, dann wird nicht so viel passieren, aber wir kommen also Mitte vom Spiel wieder zurück. Das ist schon ein bisschen etwas. Ja, ja. We will be back soon. Willi, wie fühlst du dich nach Bottom auf Zug 2? Transport oder nicht? Ich fährt ein Zettel von minus 2 für Charge. Du brauchst ein 9. Nein. Ja, die Drukari sind gerade dran, Chargen. Auch mit anderen wieder? Nicht das 9. Ein 7. Ja, Commander egal. Nein. Nein. Dann wer als nächstes? Ja, ich kann schon sagen, wenn die da am Chargen sind. Wir haben hier den Panzer, der gekillt worden ist. Ja, Der Dread, der gekillt worden ist. Ja, und die Drukari sind vorgekommen. Wir sind am Ende von Willis im Turn 3, also eigentlich schon am Anfang vom Lift Turn 1. Der Archon lebt noch mit einem Leben, Succubus hat auch überlebt. Aber sonst ist ein bisschen Raider gestorben, die Witches im Abwehrfeuer. Da hinten haben wir noch ein bisschen eine Bastion. Spannend, sehr spannend. Das ist hure mühsam, Alter. Succubus geht hier hin. Wie viel 4 plus kann man schaffen? Genau, alle. 2 Personen schaffen Alle. So sieht es aus am Ende des Spiels. Dort haben wir noch ein bisschen Also die wären noch dafür Ja gekommen genau, und dort hätten noch es Punkte geholt. Aber es leben doch noch genug Iron Hands Fahrzeuge, wo schlussendlich Aber der Victory claimen. direkt ist- Ja, es geht aus 49 zu 71 für den Willi. Selbstgekocht, aber ja. Wir sind beim letzten Spiel angekommen. Und zwar das Grand Finale, 2 Siege. Die zwei Spieler, die schon 2 Siege haben, der Willi gegen den Christian, Death Guard gegen nicht Ultramarines, Wo siehst du den Ultramarine? sondern Iron Hands. Genau. Ja, voilà. Iron Hand Success! Wir haben alles so ein bisschen, der Willi hat alles so ein bisschen dort deponiert. Und Death Guard ist auch noch ein bisschen hinten, ready zum den Sickness spreaden, wie man so schön sagt. Ja, wir schauen mal im Spiel dann, wie es kommt. Ui, da haben wir da den Roll-Off. Hat er? Das 4 liegt da unten und der Willi hat auch ein 4. Ja, nochmal, komm. Würfen mal da ein. Ein 1 Nein, scheiße. und ein 4. Und der Willi muss anfangen. Iron Hands, Turn 1 ist fertig. 3 Deathstroke gekillt und der Monoprinz zünftig eins reingebrettert. Ja, die Firepower ist schon recht stark. Ich gebe denen den Ja, das hätte jetzt fast sich auch. Inborn. Oh, wir schauen, wie Ja. was Death Guard im Return macht. Sie stehen einmal ready. Ja, und der bin wartet sehr ein bisschen, gespannt. aber er macht einen Mörder oder so. Der hat bestimmt selber vorkommen, ist zu spät.
Der Demon Prince ist nicht mehr rum. No! Und der Fight Last Boy auch nicht. Oh. Crack. Ah, wir haben noch ein paar Blightholer da. Oh mein Gott, die habe ich einfach auch schon geböllert und einer hat 3 Level. Sie kommen. Und die fette Kanone da drin. Ja, es lebt alles noch von Iron Hands. Damage haben wir aber nicht. Aber wie es weitergeht. Wir kommen ans Ende vom Spiel 3 von Willi. Iron Hands haben das Feld cleared. Ja. Haben wir auch? Ja, ich glaube, es ist da am meisten Spiel, das am meisten kassiert hast. Ja, Wir haben Zuschauer nicht mehr 15 ja es lebt noch der Pulsar und der Gladiator. Aber ich habe gehört, da hinten ist etwas Lustiges passiert. Und zwar 3 Poxwalker hat einen Redemptor gebracht. 3 Poxwalker einen Redemptor gebracht. 2 6 Meter, 2 Mortal Wounds, kämpfe ich noch Pangschaft. Ich habe gehört, der Redemptor wird neu erwachen als Nurgle Pox Walker Redemptor. Also Redemptor Walker Der Pox. ist schon immer schlechter gewesen, der. Literally beschissen. Ja, das ist das dritte Spiel, das sind 3 Siege für den Willi. Und wir kommen wahrscheinlich bei der Nachbesprechung nochmal zurück. Ja, und wir sind schon da zu der Nachbesprechung für das Turnier. Und ihr habt es gesehen, 3 Spiele gewonnen, 3 Spiele gewonnen. 3 Spiele zerstört. Ja. Also die erste Frage ist, die ich habe, wieso hast du Banners genommen? Nein. Bands hat mega gut funktioniert. Also ganz ehrlich, was für Secondaries nimmst du sonst? Stranglehold, fuck no. Einfach weil du zu lahm bist Ja. und der Gegner wird 2 Modelle drauf und es ist nicht mehr der. Hahaha. Dann Engage habe ich auch noch aufgenommen, einfach weil ich habe Secondaries ausgesucht. Brian wird genommen. Definitiv, ja. Dann Headhunter, wenn sie 12 Characters haben, aber es ist 1250. Also ihr habt gesehen, wenn man nicht viele Secondaries hat, ein bisschen out of the box denken. Und auch wenn man nur ein Infanteriemodell hat, manchmal ist es spannend genug. Gut. Dann welches von den Matchup ist das schwierigste für dich gewesen jetzt? Wie was habe ich gespielt? Wir haben Das ist das Custodes. Ja, das war das. Der Ass war okay gewesen. Die sind halt einfach nicht genug punchy. Ja. Also sie sind zwar tanky, aber ich meine, die Liste hat nur 5 Output-Units und that's it. Wenn die mal weg sind, passiert wenig. Ja, dann Kann der Shield Captain noch eine ganze Runde lang Fire tanken. So war es Drukari. Drukari gewesen. Ja, das könnte härter sein, aber das ist eigentlich auch noch ein Herzspiel. Also es war knapp, gewesen, da habe ich nicht so krass gewonnen. Ja. Es ist halt, sie sind so schnell und sie machen doch noch guten Schaden, aber T8 ist halt einfach gegen Drukari schon noch geil. Das ist so. Und fairerweise der Raser hat etwa 12 Mal seinen Charge gefällt nach Schraubzahn. Ja. Ist halt recht chillig gewesen. Ja. Und dann das letzte war Deathguard. Deathguard, ja. Das ist, die Liste war halt so eine tanky Shoot-Unit-Liste gewesen, Ja. wo eigentlich fast keine Thermis hatte, 3 Death Shroud, mega viele Characters, 5 Characters gehabt. Ja. Und es ist halt, er war eigentlich ein bisschen greedy gewesen, weil er so Objective noch wählen, nachher hat er charged. Und dann hat der Redemptor auf 2 Leben nicht umgebracht. Und nachher hat er zurückgeslappt und überlebt. Painful. Das kann sehr painful sein. Ja, und das ist nachher schlecht rausgekommen für Ja. ihn. Und halt die 3 grossen Tanks mit T8, denen macht der Deathguard-Spiel von heute nicht einfach ballernd. Ja. Aber es war ein spannendes Spiel gewesen. Das glaube ich. Was würdest du sagen, ist halt in der Liste also das, was schlussendlich sie so mühsam für die Gegner Es ist gemacht halt hat? einfach Output. Wenn nicht genug, du musst halt auf die Objectives, weil du willst ja Primary Score, alles auf das Objective ist tot. Weil der Reaper zerstört alles, was Infanterie ist oder T5 und drunter. Der Valiant lasert einfach das Fahrzeug weg. Der Executioner macht beides nochmal. Ja, voll, der ist ja für beides nochmal da. Und die bei den Redemptors sind halt watschliche Führer, Plasma hat ihre Züge umeinander. Und halt einen stellst du immer zurück in die Devastadoktrin und der jietet nachher kriminell gut mit einer Hitze-Rolle. Ja, voll. Ja, also eben, wenn ihr eure Gladiators gut machen, versucht es mal einfach mit Skill. Spielt einfach Das Skill funktioniert halt, Das Coole ist, es sieht auch cool aus. Es also sieht geil aus. Es ist nicht nur eine Liste, die etwas spammt, sondern es sieht auch gut aus. Also fairerweise, ich habe nur eine Unit doppelt, gell? Ja, das sind ja zwar wahrscheinlich Data Sheets, aber ja. Ja, du hast jeder Unit-Type gespammt, halt Tanks. Aber ja, es sieht wirklich toll aus. Auch die Modelle sind einfach wunderschön. Also packt mal vielleicht eure Gladiator aus, packt euch eure Pulsar aus und probiert es aus. Es lohnt sich. Sonst noch etwas Abschließendes zum Turnier? Nein, aber es war cool gewesen. Ja, gut. Dann, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Mal etwas anderes. Auch ein bisschen mehr Shots zwischen den Spielen, also, oder während dem Spielen. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie es der Ork ergangen ist, am Turnier, dann schaut doch das nächste Mal wieder vorbei, wenn es am gleichen Turnier heisst, Orks. 1052 Punkte. Geil. Yes.
Und man sieht sich. Oder wieder. Ciao zusammen. Hey, tschüss.